Herzlich willkommen zum SF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die sich in den nächsten 4 Wochen jeweils ein passendes Lied von Klaus Lage anhören wird. Passend zum Hörspiel. Oh, Susanne Jansson. Susanne Jansson freut sich. Darf ich anfangen? Hallo, ja bitte. Wohnopoli, Wohnopoli, wir sind nur die Randfiguren in einem schlechten Spiel. Wohnopoli, Wohnopoli und die Herren von der Schlossallee verdienen viel zu viel. Ich klatsche Applaus. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob ich das Lied kenne oder nicht. Ich glaube, du hast es sehr gut gesungen, aber ich meine nicht, dass ich es kenne. Das ist mega bekannt. Monopoly, der größte Hit von Klaus Lage nach. Das sage ich jetzt nicht, das hört ihr dann. Kannst du bitte noch einmal ganz kurz Monopoly so singen, wie es im Lied betont wird? Monopoly, also Monopoly. Genau, okay. Das hat mich ein bisschen aus der Kurve geworfen, weil wir auch darüber diskutiert haben im Erstellen von Trailern und Werbematerial für dieses Hörspiel, wie in der Schweiz Monopoly bzw. Wonopoly betont wird. Für mich war das außer Frage, aber es gibt wohl auch Schweizer und Schweizerinnen, die Wonopoly sagen. Und jetzt hast du nochmal die dritte O-Betonung reingebracht. Also Wonopoly und Wonopoly. Es schreit nach einem Kanon. Stimmt. Wir sind mittendrin. Es gibt einen neuen Fall für Vijay Koba, den besten und einzigen indischen Privatdetektiv der Schweiz, mit seiner treuen Gefährtin Miranda. 3. Fall, Wonopoly heißt er, geschrieben wie immer von Sunil Mann, diesmal mit der Co-Autorin Karin Perry, die bis jetzt Regie geführt hat. Dafür hat jemand anders Regie geführt, diesmal, nämlich niemand anders als unsere Susanne Jansson. Ich durfte es erben. Ich hoffe, ich habe es würdig vertreten, das Erbe. Euch erwarten jetzt 4 Folgen in den nächsten 4 Wochen. Wirklich wie einen sehr bunten, sehr lustigen, sehr schnellen Krimi mit ganz viel Zürich-Flair, neben dem indischen Flair. Wo stehen wir denn in der Geschichte, Susanne? Für alle, die sich noch so ein bisschen an Familienpoker erinnern, Miranda hat da ihre Tochter zum ersten Mal wieder getroffen, seit langer Zeit. Das spielt nicht so eine große Rolle, aber dass die Tochter damals Drogen geschmuggelt hat in die Schweiz, das streckt seine Fäden noch aus, denn diese Drogen, dieses Koks hat Miranda damals den eigentlichen Besitzern abgeluchst. Und damit steigen wir jetzt eigentlich ein, dass sie nämlich gezwungen ist, um ihre weiße Weste von Calvin Klein oder was sie trägt, zu behalten, muss sie das jetzt zurückgeben. Was aber auch noch Spuren hinterlassen hat, ist, dass diese Koksdealer ihre Wohnung damals abgebrannt haben. Und das wird ein sehr bestimmendes Thema sein für Miranda in Wonopoly. Und da könnt ihr euch vielleicht auch vorstellen, woher dieser Titel kommt. Stimmt. Und nur noch ganz kurz, zu Vijay kann man vielleicht nur sagen, der ist immer noch eben der beste und einzige indische Privatdetektiv, aber ist jetzt auch der beste und einzige, nee, das ist er nicht, aber er ist auf jeden Fall Papa geworden und hat so einen kleinen Anhang, in den er sehr verliebt ist. Und das macht auch was mit ihm. Das stimmt. Also dann steigen wir doch jetzt mitten ein, gehen mit Miranda mit, die Polizistin Fiona am Ohr hat, zu den fiesen Kerlen, den bösen Banditen, denen sie das Koks überreichen soll, damit die Polizei sie hochnehmen kann. Viel Vergnügen beim ersten Teil von Wonopoly von Sunil Mann und Karin Perry. Viel Spaß. Juhu, ich bin da. Was soll der Scheiße? Was denn, Fiona? Was sagt man denn zur Begrüßung bei der Übergabe von mehreren Kilo Koks? Yo, Bro. Hey, Homies. Alles fit im Schritt? Miranda, Klappe halten. Konzentration. Quer durch die Halle. Am anderen Ende siehst du eine Tür mit gelber Markierung. Ich weiß. Die beiden Dealer warten dort auf dich. Was du nicht sagst. Du übergibst ihnen das geklaute Koks und gehst gleich wieder. Kein Geplauder, kein Geschäker, nichts. Verstanden? Okay, dann halt. Und für einmal. Es wird nicht geflirtet. Oh, Fiona! Nur ein bisschen. Der eine hat Oberarme, da kannst du im Vijay seinen hellblauen VW-Käfer drauf parkieren. Rein, raus.
Kein Gelaber. Ist das klar? Das sagen sie an der Langstrasse auch immer. Los jetzt. Ist ja gut. Du hockst da draussen im rostigen Lieferwagen in Sicherheit und furzt gemütlich in deinem Sessel, während ich mein zugegebenermaßen knackige Viertel riskiere. Miranda! Fokus. Die Typen sind gefährlich. Das weißt du am besten. Ich weiß. Wegen denen wären Vijay und du in Armins Scheune beinahe zu Shish-Kebab geworden. Miranda? Fiona, ich habe jetzt gleich ein bisschen Schiss, okay? Du bist nicht allein. Das ganze Einsatzkommando wartet auf meine Zeichen. Also, Fokus. Was klappert da? Miranda? Oh, sag nicht, dass deine Zähne sind. Ich habe so fest Schiss, dass ich mir fast in mein Hösli mache, Fiona. Du bringst jetzt das Koks, das du gestohlen hast, zurück, wie sie es verlangt haben. Tust du das nicht, machen sie dir das Leben zur Hölle. Und das willst du nicht. Nein, wollte ich nicht. Danach hast du Ruhe. So, wo bist du jetzt? Vor der Tür mit der gelben Markierung. Gut. Der Knopf im Ohr ist unsichtbar. Alles perfekt und mit 250 Franken Frisürli versteckt. Was? 250? Egal. Los geht's! Du schaffst das! Ich dann am Ledig verlünk. Drogenübergabe, bin ich da richtig? Schmecken tut's auf jeden Fall authentisch nach Gras. Fruity Pebbles. Echt jetzt? Ihr seid ja richtige Konnoisseure. Du bist 3 Minuten zu spät. Entschuldigung. Also, haben Sie eigentlich eine Ahnung, Herr Drogendealer, was für einen Aufwand ich, Fokus! Excuse? Handtasche auf den Tisch. Langsam rüberschieben. Sonst blase ich dir dein Hirn weg. Blasen ist eigentlich meine Spezialität. Okay. Stimmt, oder? Alles da. Ja. Gut. Sind wir fertig? Also, höflich ist anders. Ihre Kollegin sagt ja überhaupt nichts. Miranda! Alles gut, ich habe verstanden. Oh, Entschuldigung, das ist meine Hand. Ein Rat. Von Mann zu Mann. Ich bin kein... Miranda, nicht jetzt! Diesmal hast du Glück gehabt. Beim nächsten Mal Jetzt ganz ruhig bleiben, Miranda. Es geht kein nächstes Mal. Versprochen. Beim nächsten Mal blase ich dir dein krankes Hirn weg. Dude. Dude? Oh, bist du nicht ganz putzt? Miranda, raus! Auf der Stelle! Freut mich. Mein Name ist Miranda. Miranda Vittoria Larissa Lagagna Estrania Fernandez. Und dich packe ich jetzt an den Bola. Also mal ganz genau zu, Herr Drogendealer. Vor dir stehen 60 Kilo geballte Lieblichkeit. Perfekt verteilt auf 180 Zentimeter. Und übrigens, die trainierte Stahlhärte Oberarm. Hilfe! Fiona! Fiona? Was zum Teufel? Nicht los, du Begriffsbetrogen, Heidi! Was? Der hat einen Knopf im Ohr. Polizei! Lauf, Miranda! Wir sind unterwegs! Das! Schnell, Fiona! Jetzt passiert's wirklich! Du hinterhältige Schlampe! Zickzack! Ich muss zickzacken!
rennen wie ein Hass. Kennt ihr mich nicht? Vielleicht. Zieh deine Stöckelschuhe aus, Miranda! Spitz! Das sind Louboutins, nur meine Leichen. Okay. Zickzack. Kleine Grube. Hüpft unten. Oh mein Gott. Jona! Da Baby! Miranda, raus aus der Halle! Sofort! Nicht mitten im Schussfeld stehen bleiben! Ich bin ja schon weg! Und jetzt? Oh, Gott sei Dank! Ein BMW! Lieber Gott, bitte mach, dass der Karren offen ist. Also, nicht gerade bequem, so eingeklemmt zwischen Rückbank und Stuhllehne. Was ist denn? Was? So eine schöne Louis Vuitton-Tasche einfach unter den Sitz geschoppt. Das ist ein Verbrechen. Komm zu mir, Schätzeli. Das hast du nicht verdient. Oh, du bist aber schwer. Oh, heilige Don Escobar. Das sind mindestens 10 Kilo Koks. Ich bin einfach ein Koksmagnet. Shit. Okay, die Tasche kann ich nicht einfach so mitnehmen. Das fällt der Fiona auf und dann... Ei. Gut, ich packe einfach ein, was in meine Handtasche passt. Wunderbar. Alles Platz gehabt. God save the city bag. Das ist die Combox von Vijay Kumar, Privatdetektiv Vijay Kumar. Ich bin entweder am Pennen oder in einer Bar und kann darum gerade nicht abnehmen. Hinterlass mir doch einfach deine Message und wenn ich wieder nüchtern bin, dann melde ich mich. Vielleicht. Ja, habe ich schon gesagt, das ist die Combox von Vijay Kumar, Indian by Nature und Swiss by Karma. Piep. Seit einer 3/4 Stunde stehen wir jetzt in dieser Schlange. Geht sicher nicht mehr lang. Ja, klar, Miranda. Wir sind nur nicht einmal den Hauseingang. Der Eingang muss gerade da vorne um eine Ecke sein. Hey, mach's wie dein Sohn. Der ist ganz chillig in seinem Kinderwägeli. Gell, voll. Hey, der Ravi, der pennt im Fall so viel, das glaubst du gar nicht. Hey, trotzdem, wir wären vorhin wieder eins ziehen. Ich verdurste. Warum sagst du das nicht früher? Ta! Keine Wohnungsbesichtigung ohne flüssigen Proviant. Schampis. Jetzt? Da? Ernsthaft? Und 2 Gläser. Dir ist schon bewusst, dass man da gerade für eine subventionierte Genossenschaftswohnung ansteht? Anstössend. Lass mal, nach gefühlten 358 Besichtigungen und genauso vielen Absagen braucht die Frau ein bisschen Babli. Sonst ist die Stimmung im Keller. Und das sucht niemand. Auf die Wohnpolitik von dieser Stadt. Chin. Oh, schau. Die Vivienne ist auch wieder da. Vivi! Juhu! Vivi! Cooles Outfit, Vivi! Das mal nicht der Großvater im Rollstuhl dabei zum die Chancen erhöhen? Was hat sie gesagt? Lieber würde sich ihr Großvater mit dem Infusionsschlauch erwürgen, als nochmal an eine Wohnungsbesichtigung zu kommen. Cooles Sieg, das ist eine Ansage. Oh, und da ist der Rüdiger aus Wuppertal. Er hat 2 Katzen und einen Goldfisch, den er bei den Bewerbungen nie angibt. Na, Rudi, auch wieder da. Juhu. Nein, Schätzeli, zum 100. Mal. Wir sagen nicht Wohnungsbesichtigungli. Fast eine Familie. Dickerli, du musst nicht eifersüchtig sein. Du bist meine Familie. Aber die Vivi, der Rüdiger und ich, wir treffen uns halt praktisch jeden Abend beim Anstehen. Manchmal im Fall sogar mehrmals am Tag. 3 Besichtigungen pro Tag, wenn du dich ein bisschen organisierst.
Ewig kann ich nicht in meinem Nudelsuppe-Shop wohnen. Übrigens, woher du den Cash hergenommen hast für den Nudelshop, ist mir immer noch ein Rätsel. Nein, ich will das gar nicht wissen. Tja, Geld kommt, Geld geht. Das stimmt. Du, wieso redest du nicht noch mal mit deinem ehemaligen Vermieter, dem Meyerhofer? Eventuell hat er eine günstigere Wohnung für dich. Schließlich kannst du ja nichts dafür, dass deine Wohnung ausbrennt ist, weil die beiden Kochziele sie angezündet haben. Was glaubst du denn, was ich die ganze Zeit probiere? Telefonisch komme ich nur bis zum Empfang, wo mich Frau Gonzett, für mich Rebecca, freundlich, aber diskussionslos in eine Endloswarteschlaufe schickt. Ich kann Dire Straits nicht mehr hören. Oh, Achtung, es geht 2 Schritte vorwärts. Je. Aufschliessen, Kollegen, aufschliessen. Meyerhofer ist so ein asozialer Mensch. Nach dem Brand hat er gerade den ganzen Block neu renoviert. Was hätte er machen sollen? Ist ja längst überfällig gewesen. Ja schon, aber dann einfach Miete verdoppeln? Verdoppeln? Das kann sich ja gar niemand mehr leisten. Doch, so ein Klischee-Juppie-Pärli, das jetzt in einer Wohnung wohnt und zuerst mal alle Bars in der Umgebung mit Lärmklagen eindeckt. Die schon. Hä? Wer weiss denn das jetzt? Weil es immer so ist. Ums Verrecken am Pult von der Stadt wohnen, aber sofort den Bullen anrufen, sobald der Puls ein bisschen wummert. Das mit der Miete ist einfach eine Frechheit. Hey, schau dir mal das kleine grosse Wunder an. Boah, bin ich in meiner Ravi verliebt. Und er schläft und schläft und schläft. Oh, wie ein Stein. So pflegeleicht. Falls mal nicht, dann muss er einfach genug zu trinken geben. Dann ist er so richtig zufrieden. Ganz der Papa. Genau. Das Marzipangesichtli, wenn er schläft. So herzig. Ich habe selten so ein zufriedenes Kind gesehen. Ja, stimmt. Wobei, kommt zwar sehr selten vor. Aber wenn er mal zur Nacht wach ist, dann so richtig und schreit die ganze Nachbarschaft zusammen. Oh, wie meine Nachbarin. Einfach aus anderen Gründen. Oh je, Ravi. Stell dir vor, dein Gotti Miranda. Danke übrigens, dass du mitkommst. Gern. Die Wohnung ist es. Für einmal kein abgefucktes Dreckloch. Die Lage ist okay, ein bisschen weg von der Strasse. Die Bäckeranlage siehst vom Balkon aus. Und der Preis geht gerade noch. Ich muss da rein. Dann machen wir doch auf Multikulti-Pärli in einer nicht heteronormativ dominierten Beziehung für mein Kleinkind. Ich schaue ein bisschen vegan und kolonialistisch unterdrückt in die Landschaft raus. Und du bist ja offensichtlich queerer als queer. Und diese Kombi, glaub mir, das hat einer Vermieterin, der garantiert kautschukfreie Nuki, total aus der Schnurre. Schnurre, 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 Schnurre. Und, was sagt das Gefühl? Mein Gefühl sagt, wir brauchen noch mehr Champagner. Dummerweise habe ich nur 4 Flaschen mitgenommen. Wir könnten meinen, ich mache das zum ersten Mal. Nein, nicht der Champagner. Von diesen 3 Wohnungen, die wir heute Abend anschauen. Welche ist dein Favorit? Favoritin? Von mir aus. Die erste. Die würde ich sofort nehmen. Du musst einfach irgendwie die 348 Konkurrenten rein aus dem Rennen schmeißen. Ja, ich schaue schon noch ein bisschen weiter. Bin mir eigentlich nicht so sicher, ob unsere vegane Multikulti-Nummer wirklich gezogen hat, Tigerli. Schon. Ich finde, wir sind sehr überzeugend übergekommen. Die Vermieterin ist geschmolzen wie ein heißer Käse, den sie in der Ravi gesehen hat. Schlafend natürlich. Aber fürs Gott, Ravi. Ist immer noch ein Pennen. Auch gut. Was war das jetzt wieder? Meine Wohnung, Sepp. Oh. Vijay, schau mal. Das ist es. Geil. Meine Traumwohnung. 4 Zimmer direkt am Stauffacher. 130 Quadratmeter mit Dachterrasse. Für What? Der Mietpreis ist... Schätze 8000. Unglaublich. 1400. Hä? Für das Geld kommst du sonst an dieser Lage nicht einmal eine Abstellkammer über. Zeig schnell, das kann nicht sein. Mal eben schon. Statt da, in dem wunderbaren Inserat. Aha. Kontakt über eine E-Mail-Adresse, weil die Vermieterin im Ausland ist. Mache ich sofort. Meine manikürten Fingerli fliegen. Warte schnell. Sag nochmal. Nein, ich muss jetzt denen schreiben, bevor ein anderer kommt und mir das Bischof wegschnappt. Miranda, es ist fast Mitternacht. Zürich schläft. Wer schaut um diese Zeit noch Wohnungsinserat an? Du hast wirklich schon sehr lange keine Wohnung mehr gesucht, Tigerli. Gib mir das Handy, ich will das Inserat sehen. Dann halt, aber mach schnell. Das kann nicht sein. Es steht da. Und wo am Stauffacher? Das Inserat hat nicht einmal eine Adresse. Lies doch einfach, was da steht, Jack Reacher. Zuerst Mail schreiben, dann kommt die Adresse.
so schreien denen doch die Leute die Bude rein. Liebe Miranda, das Inserat ist ein Fake. Du gönnst mir es einfach nicht, dass ich so ein Glückskind bin. Blödsinn, ich würde die Wohnung von Herzen gönnen, aber das Inserat ist garantiert nicht echt. Es gibt Wunder, ich weiss das. Ich bin schliesslich selber eins. Fakten schreibst du halt. Marie, viens. Oh je, hoffentlich nicht der wie 5 Jahre. Marie, was schnackst du denn so um? Die Mama hat den ganzen Abend gearbeitet und ist müde. Ich bin auch müde. Dann mach ein bisschen vorwärts. Alle ab, ich will heim. Ich mag nicht mehr laufen. Und der Rucksack ist mega schwer. Marie, mach jetzt vorwärts. Gottverdammt. Nein! Du leihst jetzt sofort den Rucksack wieder an. Nein. Und ob du das machst? Nein! Marie! Nein! Gottverdammt nochmal! Hey, was schaust du so blöd? Hä? Ich? Noch nie eine alleinerziehende Mutter mit einem Kind gesehen, das Krise schiebt. Doch schon, aber nicht um die Zeit. Nicht gerade verantwortungsvoll. Miranda, heb den Latz. Siehst du den Kinderwagen? Unser, da, schau, gerade da. Was hast du gesagt? Du hast es genau gehört. Lass mal, du aufgepresselte Schachtel. Das war ein Fehler. Diggerli? Es geht dich einen Dreck an, wenn ich mit wem wo rumlaufe. Hat das Schlempli wirklich alt gesagt? Jetzt komm, wir gehen. Ja, ich habe alt gesagt. Alte, angemalte Schlampe. What? Vorhin war es noch Schachtel. Jetzt lass mal gut zu. Das ist keine Art. So redet man nicht mit Leuten. Und mit mir schon gar nicht. Miranda! Mama, ich will heim. Gerade, mein Büss. Hör mal, ich habe den ganzen Abend in einer Bar gekrampft und Bier ausgeschenkt. 3 Typen haben mir an den Arsch gelangt. Ich habe beschissene 12 Franken Trinkgeld gemacht. Und der Chef hat mich zusammengeschissen, weil ich ab und zu eine Bestellung verwechselt habe. Und ganz nebenbei habe ich noch auf mein Kind aufgepasst. Ich will jetzt nur noch heim und meine Ruhe. Noch lange kein Grund, andere Leute anzwingen, Schätze. Achtung, Auto! Marie? Hey, was? Hey, schließt's! Leute, das Kind los! Marie! Hey! Hey! Marie! Nein! Nein! Du verdammter Sohn! Das ist mein Kind! Bring sie zurück! Oh nein, oh nein, oh nein! Das ist ja Horror! Das Kind ist entführt worden! Dies Kind ist entführt worden! Du sagst ja gar nichts. Passiert das noch etwa? Miranda! Ich meine, es tut mir so leid. Wir müssen sofort die Polizei alarmieren. Keine Polizei! Ich bin schon dran. Schwarzes Code Octavia, Nummernschild abgeklebt. Ganz ruhig. Der VJ hat alles im Griff. Also meistens. Wem läutest du an? Das ist mir. Nein, der Ursula Andres. Weg mit dem Handy. Hast du gehört? Oktober Stadtpolizei Zürich. Jetzt! Okay, hallo, läuft's? Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Oh. Einschnaufen, ausschnaufen. Lass mal. Ich bin Miranda. Enchanté. Sandrine. Und da steht zufälligerweise der beste und einzige indische Privatdetektiv von Zürich. Schon gut. Vijay Kumar. Wie in einem richtig schlechten Krimi. Und wenn wir gerade davor reden, der VJ wäre sicher bereit, dich auf der Suche nach der Marie zu unterstützen. Los, gib ihr dein Kärtchen. Schau, da. Leute, wenn du etwas brauchst, gerne nicht vor dem 11 Uhr. Ich schieß auf deine Karte. Verpisst euch! Oh la la, Madame est furieuse. Komischer Flash ist das. Oh, hey, der Rucksack von der Marie. Gell, und eben, sie ist im Fall total allergisch auf die Polizei. Da ist sie nicht die Einzige. Sind wir uns gewohnt. Einfach diskret, Fiona, okay? Ich wusste gar nicht, dass du dieses Wort kennst. Ich meine, bei anderen erfolgreichen Privatdetektiven steht das zuoberst auf der Visitenkarte, aber bei dir... Ja, sehr, sehr witzig. Also, keine Sorge, wir ermitteln unauffällig. Diese Sandrine kriegt nichts mit. Hast du ihren Familiennamen? Nein, aber Miranda klappert gerade alle Bars an der Landstraße ab, um herauszufinden, wo sie arbeitet. Miranda? Mhm. Aha. Und
Kommt sie mit neuen Informationen zum Fall zurück oder nur mit unbekannten Geschlechtskrankheiten? Eventuell mit beidem. Es bleibt spannend. Also, du hast gesagt, dass diese Sandrine den Entführer kennt? Ja, das nehme ich schwer an. Ich meine, sie hat ihm so nachgeschrauen und dass Marie ihr Kind sagt und so bla bla bla. Vielleicht ein Sorgerechtsstreit. Möglich. Ich wiederhole, schwarze Skoda Octavia mit abgedecktem Nummernschild. Genau. Und jetzt vermutlich mit einem rechten Kratzer im Lack. Auf der Fahrerseite Spuren von der Miranda in ihrem Ring. Sehr gut. Sein Gesicht hast du nicht gesehen? Hallo, Mitternacht, dunkel. Natürlich. Aber was ich aber sehr komisch gefunden habe, also natürlich ist Sandrine nach der Entführung durch den Wind und so, aber ja, was ist das richtige Wort? Aber nicht wirklich schockiert. Verstehst du? Ich meine, ihre Tochter ist erst gerade entführt worden und sie ist doch relativ cool geblieben. Sie hat noch ewig mit uns herumdiskutiert. Die war wahrscheinlich froh, endlich in Ruhe eine Zigarette zu rauchen, ohne dass ihr Kind ständig was von ihr will. Fiona, bitte, schläfst. Komm, professionell bleiben. Hey, als Mutter darf ich sowas sagen? Ich meine, nein, sorry, aber ich meine so etwas. Mit dem Ravi, ich wäre voll durchgedreht. Kann ich mir lebhaft vorstellen. Also, wir werden der Sache nachgehen. Sehr gut, sehr gut. Also, tschüss. Ciao, ciao. Noch eine Winzigkeit. Ja, ich höre. Halt dich aus dieser Angelegenheit raus. Ja. VJ, ich meine es ernst. Ja. Zu viele Köche verderben das Gulasch. Den 3. Bei uns sagt man Gulasch. Wie auch immer. Tschüss. VJ? Ja, ich bin da. Du, VJ, hast du etwas von José gehört? Du, ich muss jetzt im Fall echt Schluss machen und das Murmel ins Bett bringen, bevor die Manju heimkommt. Tschüss. VJ. Tschüss. Nein, jetzt schau da, was der Nachtwind so alles reinspült. Armando, mon chéri. Long time no see, Miranda. Wo hast du dich auch umgetrieben? Hier und da und überall. Du weißt, wie es ist. Ja, eine junge Frau muss Erfahrungen sammeln. Oh, richtig. Endlich ein Mann, der mich versteht. Warum haben wir beide eigentlich nie? Du weißt ganz genau, warum. Darling, was der Reto kann ich viel besser. Du, aber ich habe gehört, du seist schon unter die Ladenbesitzerin gegangen. Laden? Wer erzählt denn so etwas? Das ist nicht irgendein Laden, das ist ein Gourmet-Tempel. Oh, wow. Oishi, die beste Nudelsuppe westlich von Tokio. Tonkatsu-Ramen ist unser Signature-Tisch. Ich verspreche nichts weniger als einen kulinarischen Orgasmus. Okay, das klingt ganz nach Miranda. Und du kochst? Das, mein Lieber, war enorm geschäftsschädigend. Bei mir sehen ja schon Büttelsuppen aus wie Herr Töpfelstock. Nein. Ich habe eine Köchin angestellt. Chinesin. Annika. Eine Chinesin, die Annika heisst und japanische Suppe kocht. Echt jetzt? Wieso nicht? Globalisierung ist eine Realität. Oder glaubst du, das Zürich-Schnetzelte, das du in der Kronenhalle bestellst, wird immer von einem wäschechten Zürcher gekocht? Also, was trinkst du? Es geht aufs Haus. Never change a winning team. Alles gut. Kommt sofort. Und voilà. Oh. Zum Wohl. Weisst, es ist ja so. Die Annika ist in Schweden gezeugt worden. Ihre Mutter war ein grosser Astrid Lindgren-Fan und sie hat später lang in Japan gelebt. Was hat sie auf Zürich verschlagen? Gefunden habe ich sie davor, gerade um eine Ecke bei der Lotus Textilreinigung. Sie hat amigs meine Outfits entgegengenommen. Und dann haben wir angefangen zu schwätzen, wie das halt so ist. Und Annika hat mir von sich und ihrem Job als Köchin in einem Resti in Tokio erzählt. Oh, wow. Und ich hatte ja die Idee mit der Nudelsuppe schon lange im Hinterkopf gehabt. Eins hat zum anderen geführt und zack, ist sie bei mir in der Küche gestanden. Aber wie machst du das finanziell? Ich meine, ein eigenes kleines Restaurant in Zürich, das kostet ein Vermögen. Sagen wir es so, ich bin zu Geld gekommen. Aha. Und das heisst? Mein Glas ist leer.
Was für ein Tag, du hast jetzt so viel verpasst. 3 Hausbesichtigungen, das permanente Geschnatter von der Miranda und zu allerletzt noch eine Kindsentführung. Boah, das ist recht viel für einen Tag. Findest du nicht auch? Er schlaft. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up the... Hey, so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Schlaf gut, mein Sätzchen. Hoi, Schatz. Schön bist du daheim. Haben wir einen schönen Tag? Ja, voll. Voll einen schönen Tag haben wir gehabt. Was haben wir gemacht? Nichts Besonderes. Eigentlich gar nichts. Also doch, ein Spaziergang und so. Sonst nichts. Vijay, was ist passiert? Nein, nichts. Wirklich. Komm, wir gehen raus, so schlägst du noch mit dem Geschrei. Ich schrei doch gar nicht. Hey, der Ravi nicht einmal einen Staubsauger würde wecken. Vijay, draussen. Und da steht voll seine Mutter vor der Tür. Und ich so, shit! Oh mein Gott, das ist so fucking peinlich. Katastrophe! Oh, Mando, wenn du mich jetzt schon so aus der Fassung bringst, wie bist du erst? Nein. Aber lass mal. Warum ich ja eigentlich da bin, ist, kennst du eine Sandrine? Sandrine? Ja, ich arbeite hier in der Gegend in einer Bar. Etwa 35, dunkelblonde Haare, sieht ein bisschen abgewirtschaftet aus. Und das ist nett formuliert. Hat ein kleines Kind, Marie. Ah, die. Und das Kind ist etwa 5 oder so. Puh, was fragst du mich? Klein halt. Kann schon reden, aber hat vermutlich noch kein TikTok-Profil. Ja gut, dann könnte es schon die Sandrine sein. Die arbeiten gerade da vorne im Funky Café. Wir sagen immer Junkie Café. Ah. Bist aber zu spät. Die machen um 10 Uhr zu. Wieso Junkie Café? Das ist so ein Kaffee, das Leute mit Problemen anstellt und ihnen eine zweite Chance auf einen Wiedereinstieg gibt. Was meinst du mit Problem? Drogen, Heim, Psyche. Und was ist mit der Sandrine? Evelyn! Kuch ist zu. Ja, aber du kennst doch die Sandrine. Oder die da, die im Junkie Café arbeitet. Ja, also kennen ist jetzt übertrieben. Hoi, Miranda. Wir plaudern in den Ziggipausen ab und zu ein bisschen miteinander. Und? Und was? Ja, was ist ihre Geschichte? Wieso willst du das wissen? Ihr Kind ist heute Abend entführt worden. Was? Ja. Und du stehst da locker an der Bar, saufst Güppli und plauderst mit mir. Ja, was soll ich machen? Das Kind ist jetzt schon weg. Aber ich bin im Fall hautnah dabei gewesen. Krass. Das Komische ist eben, Sandrine ist ziemlich cool geblieben. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Sie hängen total an der Marie. Das Kind ist alles, was sie hat. Die beiden sind immer zusammen, auch wenn Sandrine arbeitet. Und was ist mit dem Vater? Babysitter? Kannst du vergessen. Alleinerziehend und dann der Background. Da kannst du dir jetzt keinen Babysitter leisten. Was für ein Background? Ex-Junkie. Seit 5 Jahren clean. Was hast denn du mit dieser ganzen Sache zu tun? Ja, Sandrine hat die Polizei ums Verrecken nicht einschalten. Darum hat der Vijay den Fall übernommen. Okay. Und ich helfe ihm als seine Assistentin. Ich bin sozusagen ein Bond-Girl, also ein Kumar-Girl. Darum muss ich jetzt ein bisschen Informationen sammeln. Also, schieß los. Ja, also gut, das, was ich weiss, ist schnell erzählt. Entzug, dann hat sie einen Typ kennengelernt, ist schwanger geworden und seither versucht sie, ihr Leben wieder auf die Reihe zu bringen. Wenn die Marie nicht wäre, würde sie es, glaube ich, nicht packen. Aber für ihre Tochter kämpft sie sich irgendwie durch. Ah, und was ist mit dem Typ? Der Oli? Ja? Eigentlich ein todliebe Sieg. Ein Kasten von einem Mann.
Ja, aber er und Sandrine haben echt eine abgefuckte Beziehung. Beide Sex-Junkies. Er ist ja ein Junkie. Ja gut, haben die sich getrennt. Im guten Trend? Der Uli droht, der Sandrine die Marie wegzunehmen, weil er findet, sie schaue nicht gut zu einer. Und Sandrine wehrt sich natürlich mit Händen und Füßen. Ein paar Mal ist er im Kaffee auftaucht, hat umgetobelt und ihr droht, sorgerecht neu verhandelt zu lassen. Ja, aber dann hat vielleicht der Oli Marie empführt. Nein. Weil er sie auf legalem Weg nicht überkommt. Psst, Armando, wir wollen keine vorschnellen Schlüsse ziehen. Aber die Idee ist mir natürlich auch schon gekommen. Schon lange. Also ich gehe in die Küche fertig aufräumen. Einen schönen... Tschüssi. Spannend. Noch ein Geblieben? Unbedingt. Auffüllen die Sache. Das hilft beim Kombinieren. Also eine Kindsentführung. Und du bist mit einem Mann wieder daneben gestanden. Sag mal, geht's nur verantwortungslos? Hallo? Was? Es ist alles so schnell passiert. Das ist doch Zufall, dass wir genau in dem Moment gestanden sind. Mann, Vijay, echt? Ich kann doch nichts dafür, ich bin doch kein Hellseher. Auf das aber brauche ich einen Schluck Wein. Echt verantwortlich. Ja. Nimmst du auch gerade das Glas mit? Merci. Und dann? Polizei? Ja, das hat die Dame nicht wollen. Was? Ja. Vijay, dann musst du dieser Frau helfen. Manju, Schätzeli, die muss ihr Kind zum Arbeiten mitnehmen, weil sie keinen Babysitter zahlen kann. Die kann sich doch niemals einen Privatdetektiv leisten. Es geht doch nicht immer ums Geld. Ja, aber weißt du, es ist eben mein Job. Und ich will schon gerne ab und zu etwas verdienen mit dem, was ich arbeite. Dann machst du halt die Gott noch mal eine Ausnahme. Wir verhungern doch nicht. Ich verdiene mit meinen Catering-Aufträgen und mit dem Restaurant. Ja, genug für die ganze Familie. Ich weiss. Trotzdem. Vijay, mach's. Dieser Frau zu lieb. Stell dir vor, es wäre der Ravi. Ja, das ist einfach so ziemlich das Erste, was wir vorgestellt haben, glaub mir's. Okay, ich schau, was ich machen kann. Und wer weiß, eventuell hat Miranda bis jetzt Abend auch schon etwas herausgefunden. Cheers. Und dann meldest du dich bei dieser Sandrine und sagst, deine Freundin hat dich geschickt. Ja. Du meinst, das funktioniert dann? Ich glaube, wenn deine Freundin etwas will, dann funktioniert es immer. Deine Freundin kann recht streng sein. Streng? Ach, sag auch, das ist mir noch nie aufgefallen. Soll ich das zeigen? Ja. Du hast schon nie Erfolg gehabt. Nein! Nein, nicht dein Ernst. Genau jetzt. Murmeli, bitte. Okay. Gehst Soll ich? oder ich? Egal. Mir ist gleich. Mir auch. Ich will schon, aber... Okay, dann geh du. Oh, okay, ich komme. Aber, hey, to be continued. Das ist die Combox von Vijay Kumar. Privatdetektiv Vijay Kumar. Indian by Nature und Swiss by Karma. Hey, Vijay. Was ist los? Bist du schon im Nest? Unglaublich. Du bist alt, Bro. Hey, yo, ich bin jetzt auf meiner Weltreise hier in Bora Bora gelandet und habe gedacht, ich schau mal, was bei dir so läuft. Bei mir alles bestens, eh? Hey, ich habe noch nie so viele schöne Frauen gesehen wie du. Aber die schlüpfrigen Details, dann, wenn ich wieder daheim bin. Hey, so eine Beziehungspause ist echt das Beste im Fall. Das musst du unbedingt auch mal ausprobieren. Echt geil. Also, wir hören uns, ja? Susanne. Ich habe mich so gefreut, einfach die wiederzuhören. Muss ich wirklich sagen. Die sind gut gealtert, gell? Ja, Vijay, Miranda, auch Fiona, selbst Rose, auch wenn er noch kurz reinkommt und Manju. Nein, das ist irgendwie... Ich glaube, das ist eben trotzdem das Geheimnis von guten Serien, dass man einfach die Figuren mag und gerne mit denen Zeit verbringt.
Und irgendwie, ich hänge einfach gerne mit denen ab. Ja. Und ich finde auch lustig, weil die machen ja, ist auch so wunderbar, finde ich, musikalisch gebaut. Sie sind noch bei der Wohnungsbesichtigung, da geht es wirklich schon so ins Köpli-Trinken über. Die indische Musik wird so traumhaft. Und auch in der Aufklärung, wie viel Zeit die eigentlich trotzdem einfach in diesen Kneipen verhängen und beim draußen rumlaufen und beim Quatschen. Es ist einfach irgendwie trotz allem dramatisch und sind es einfach so Leute, die eine gute Zeit haben zusammen. Und irgendwie ist es cool, wenn man da dabei ist. Ich glaube, das ist das, wofür wahrscheinlich Leute Laber-Podcasts hören, dass man so Teil einer Freundesklicke ist. Also ich meine, das ist ja auch cool. Und ich habe das bei denen, ich bin wirklich gern bei denen dabei. Ja, ich meine, das ist wieder der Segen, glaube ich, von einem Vierteiler. Du hast ja wirklich dramatische, also es ist dann so gut, eigentlich gut gebaut von Karin und vom Sunil, dass du am Anfang so einen dramatischen Einstieg hast, der dich gleich irgendwie huckt. Dann hast du auch in dem ersten Teil noch die Entführung an sich, die ja dann auch so ein dramatischer Höhepunkt ist. Aber dazwischen hast du eben auch minutenlanges Gelaber beim Schlange stehen oder nachher, genau, nach der Sperrstunde in der Bar. Und kannst wirklich in diese Figurenleben nochmal eintauchen, ein paar Sprüche klopfen lassen. Und trotzdem, ja, Unterhaltung und Krimi so nebeneinander. Voll. Es ist tatsächlich auch spannend, es hat ja wie beides, es gibt ja doch die Action-Elemente und die gehen ja doch im Hörspiel gar nicht so schlecht, finde ich. Das funktioniert ja gut. Also, ihr müsst dann viel dafür arbeiten, aber ich finde irgendwie, man nimmt das ja mit, die Action. Und gleichzeitig, ja, manchmal reicht es auch, wenn einfach 2 Leute miteinander reden, ne? Oder 3. Da kommt man doch, wenn das gut geschrieben ist und die Leute es gerne spielen und daran Spaß haben und es gut machen, dann ist man einfach gern dabei. Ja, also Spaß hatten sie auf jeden Fall. Die kennen ja einfach ihre Figuren auch gut und haben also gerade der Leonardo Nigro, der den Vijay spielt, hat viel an so einer Natürlichkeit gearbeitet. Also zum Beispiel war es seine Idee beim Text, klar war eingeschrieben, dass das Kind Raffi irgendwie viel pennt und dann im falschen Moment natürlich in der Kuschelszene aufwacht und stört. Aber Kuschelszene hast du ja nicht gesagt. Natürlich. Und das von der Frau, die Versailles Mon Amour geschrieben hat und inszeniert hat. Das kann ich auch mal verlinken. Singen darf sie. Das hast du schon mal verlinkt. Auch, aber trotzdem immer wieder aus dem Kuschelhörspiel. Aber auf jeden Fall hat Leonardo zum Beispiel das noch zugespitzt. Ich glaube, in der ursprünglichen Fassung ist der Raffi schon mal zwischendurch mit Glucksen zu hören, ist mal wach, während sie da bei der Wohnung anstehen. Und er hat gesagt, hey, wäre es nicht cool, wenn der einfach immer durchschläft und ich immer so meine Liebe über ihm ausgießen kann und so. Hatte er das nochmal schön gebaut, dass es wirklich erst am Schluss diesen Babyschrei gibt, der durch Mark und Bein dringt. Und davor, dass er auch so mit dem Kind so labern kann, sagen, ich will den kleinen Furz und ich bin so verliebt. Und das ist, genau, das hat dann doch viele Rückwirkungen auf den Text, aber dadurch, dass die Manchu genauso und Miranda der Dimitri so in ihren Rollen sitzen und Mona Petri als Manchu, finden die recht gut so natürliche Dialoge miteinander. Ja. Und gerade wenn sie auch noch die Zeit haben, ein bisschen zu labern und noch zu trinken. Ja, es ist, glaube ich, wirklich ein bisschen wie über die Schulter geschaut. Hoffe ich, ja. Wie war das für dich jetzt überhaupt eben? Bis jetzt hat ja Karin Berry da Regie geführt, unsere ehemalige Kollegin. Diesmal hat sie die Co-Autorschaft gemacht. Wie war das jetzt für dich, da die Regie zu übernehmen? Du, also das war schon ein bisschen mit Respekt aufgeladen, weil das war so ein Baby von Karin. Sie hat das damals mit Sunil zusammen aus der Wiege gehoben. Sie haben am Anfang die Romanbearbeitung gemacht, was auch nochmal ein anderer Schritt ist, als jetzt dieses Originalhörspiel zusammenzuschreiben. Und sie hat sich sehr verliebt in diese Inszenierung, also die ja so klamaukige oder comichafte Elemente hat und immer diese Waage halten muss zwischen, wir erzählen ernsthafte Themen, also in den anderen Fällen geht es ja auch um Medikamententests oder um eben Drogenschmuggel und sowas. Auch immer viel eine Auseinandersetzung mit Identität und Sexualität und trotzdem auf der anderen Seite, dass du halt jemanden die Handtasche über die Rübe ziehen kannst. Genau, das heißt, sie hatte schon 8 Teile Vorsprung, das zu entwickeln und ich bin da quasi jetzt als Ersatz rangerutscht und hatte da schon Respekt davor, habe aber natürlich auch die Fälle ja gekannt. Ich habe die Figuren auch gekannt, so wie du sagst, man ist ja wiederkennen. Die waren jetzt für mich nicht neu. Ich war rückversichert, dass die SchauspielerInnen ihre Figuren kennen. Das ist dann einfach eine große Hilfe, dass man den Text nicht so vermitteln muss, sondern sie selber wissen, wohin sie eigentlich zielen wollen mit ihren Figuren. Hatte denselben Musiker, Martin Betzola, also was eine ganz sichere Bank ist, weil wenn du vorhin die Action-Szenen zitierst, das ist so viel von der Musik getrieben, ja.
Da legt er halt so einen Beat runter oder Gesang, dann wird einfach die Szene mal komplett gemutet, man hat nur die Musik und dann springt man in die Szene wieder rein. Das macht sofort, gibt es einen Drive. Da wusste ich auch noch, ihn habe ich sicher dabei. Und dann ist das so, man wächst ja in diese, nicht in die Babys wächst man nicht rein, aber diese Projekte, je tiefer man da eintaucht, desto mehr werden die einem ja dann zu eigen. Und ich habe mich da quasi mit jeder Woche mehr im Fahrwasser gefühlt. Also, ja. Ja. Super. Hab's gern übernommen, jetzt im Endeffekt. Ja. Sehr gern. Spannend, was du gesagt hast, gerade dieses Thema mit, es hat eine große Komik und dann eben wieder die ernsten Momente, die so nebeneinander stehen. Also eben in einem Moment wird ein Kind entführt. Kann man jetzt, Anfangsszene kann man auch sagen, okay, sie geht da zu den Verbrechern, aber man weiß, man ist bei Miranda. Ja, ist ja doch sehr ihre Perspektive, ihre Wahrnehmung. Es ist dann wahrscheinlich halt noch Agenten-Thriller, wo sie gleichzeitig Bond ist und Bond-Girl und so. Es ist immer beides gleichzeitig. Von der Attitude. Aber dann später die Kindesentführung fängt ja auch an. Erst beleidigt man sich noch so knapp über die Straße mit der Sandrine. Und dann aber das ist ja eine ernste Kindesentführung. Das ist ja auch wirklich schlimm. Und das Schicksal von der Sandrine ist ja auch nicht zum Lachen. Was wir jetzt noch weiter über sie erfahren haben. Und gleichzeitig wird danach ja schon wieder weiter 20 Sekunden später, ja, geht's ja schon wieder direkt, wie seid ihr damit umgegangen? Also jetzt zum Beispiel am Anfang diese Dealer-Szene, da ist ja auch das ist ja unernst inszeniert und so. Die ist zwar dramatisch, es fliegen schön viele Schüsse und Miranda schreit viel und so, aber zum Beispiel Kaspar Weiß spielt beide Dealer. Weißt du, also wir sind da auch schon anders rangegangen, genau. Da ging es mehr ums Klischee und draufsetzen und der muss halt noch in die Ecke spucken und dann fliegen wirklich die Kugeln nachher mit Querschlägern. Und bei der Kindsentführung, das ist schon so ein bisschen ein Balanceakt. Der Vijay hat im weiteren Verlauf, kommt später mal eine Szene, ich verrate es jetzt noch nicht, aber der muss auch einen Balanceakt aushalten und so fühlte ich mich auch manchmal, weil du darfst den Szenen ihre Ernsthaftigkeit nicht nehmen, weil sonst wird alles unglaubwürdiger oder es fehlt einfach die Tiefe. Also wenn Sandrine nicht wirklich das ernst bespielt, dass ihr Kind im Auto weggezerrt wird, verlierst du jede Reibung und Dramatik für alles Weitere. Und gleichzeitig musst du aber dorthin kommen, weil der Text das auch verlangt, dass wir wieder in die Höhen kommen, dass Vijay sagen kann, ja, ruf mich an, aber nicht vor 11. Genau, und da muss man einfach mehrmals ausprobieren und sagen, hier bist du noch vollkommen in deinem Film, du bist am Schreien und ernst und ihr versucht die Stimmung aufzulockern. Oder wir sagen, kommt, wir nehmen die ganze Szene nicht ganz so dramatisch, das jetzt nicht mit um sich schlagen, sondern deckel das mal noch Sandrine ein bisschen, weil nachher reden sie auch genau darüber, warum hat die sich eigentlich nicht noch dramatischer verhalten als ihr Kind. Das ist ein bisschen suchen und bei manchen Sachen muss man auch einfach sagen, Augen zu und durch. Also wenn du wirklich dann alles psychologisch diskutieren würdest, dann würdest du nicht, könntest du das Genre, glaube ich, das Wankelmütige nicht so bedienen. Ja. Da würdest du noch zu viel von der Farbigkeit wegnehmen, oder? Da hast du vielleicht mehr Tiefe, aber dann fehlt die Farbigkeit und der Humor irgendwann, der Spaß. Also es ist, glaube ich, deutlicher als andere Sachen, dass das eine Fiktion ist. Ein gestellter Fall, aber es soll trotzdem noch genug Anklänge an Realität haben, dass man momenteweise, klar, voll einsteigen kann, mitfühlen kann. Das wäre auch schade, wenn sich das gar nicht einstellt. Ja. Super. Ja, ich glaube, dass das im zweiten Teil auch nochmal stark zum Tragen kommen wird, weil es da vor allen Dingen darum geht, Sandrines Leben und Umfeld kennenzulernen. Ich freue mich drauf. Schön. Am nächsten Donnerstag. Bis zum nächsten Mord. Macht's gut. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.